Die erste Portion Hard Music die habt ihr auf die Ohren bekommen. Wir kommen zur Strong Message, machen einen Schritt 2 führen und sitzen dann ab. Nehmen Platz. Heute Abend geht es um die dunkle Seite der Macht. Also, es geht wirklich um die dunkle Seite der Macht, aber nicht um Star Wars, sondern um Macht in unserer Welt. Um die Abgründe von uns Menschen. Um einen Machtmissbrauch. Und wie das so schwer verdaulich ist, habe ich gedacht, wir müssen mit ein bisschen Humor aus einer weit entfernten Galaxis anfangen. Weil die Realität, die Sachen macht hier auf der Erde, die ist nur zum Heulen. Es ist so schlimm, was gerade im christlich-kirchlichen Kontext in den letzten Wochen als Licht gekommen ist. Da haben wir die über 1000 Fälle von sexuellem Missbrauch in der katholischen Kirche schweizweit. Da ist der Fall von der körperlichen Züchtigungen und geistlichen Missbrauch in der Schule von der quasi Bantu-Kirche, die mit der Schocki-Familie Lederach verbunden ist. Oder die Christusträgerbruderschaft, die einige von uns kennen, die hat einen umfassenden Bericht der Untersuchung gegen ihre Gründerperson veröffentlicht, wegen umfassendem oder massivem geistlichen und sexuellem Missbrauch. Aber auch in unserer reformierten Kirche ist im September ein Fall von einer mutmaßlichen Grenzverletzung an die Öffentlichkeit gekommen. Missbrauch ist immer eine Katastrophe. Aber wenn er genau dort passiert, wo eigentlich ausdrücklich Verletzliche sollten geschützt und gestützt werden. Ja, wenn der Missbrauch im Namen von dem passiert, wo ultimativ für die Schwachen einsteht, dann ist es nur noch zum Kotzen. Und der Gipfel oder eigentlich eher der Abgrund von der Perversion. Insofern müssen wir uns auch nicht wirklich wundern, wenn ein Black Metal Kleiderlabel folgendes T-Shirt im Angebot hat. Eat a priest, save a child. Friss ein Priester, rette ein Kind. Es wird immer lauter die Frage gestellt, ob die Welt ohne Kirchen echt nicht ein besserer Ort wäre. Ich habe in letzter Zeit darum auch Stimmen aus der Pfarrschaft gehört, die sich gegen das Kirchenbashing wehren. Ja, man kann und darf auch zeigen, was die Kirchen alles Gutes machen. Aber wenn die Welle von Fällen, von verschiedenen Arten von Missbrauch relativ so unvermittelt und so massiv kommt, ich glaube, dann heisst es etwas. Und dann haben wir in den Kirchen die Hausaufgaben noch nicht fertig gemacht. Dann müssen wir jetzt nicht die eigene weiße Weste haben und auf die anderen zeigen. Wenn die Welle so massiv kommt, dann haben wir alle noch blinde Flecken, was die Mechanismen von Macht anbelangt. Und es kann jetzt nicht ums Verteidigen gehen, sondern nur ums Wahrnehmen,
vom verursachten Leid und der Ursachen. Und das gilt übrigens auch für die Metal-Szene. Die Metaller waren immer gut gewesen, den Kirchen den Spiegel vorzuhalten. Die Kirchen provokativ mit den eigenen Abgründen zu konfrontieren. Wenn man sie aber mit den eigenen blinden Flecken, oder eigentlich immer, wenn jemand mit den eigenen blinden Flecken konfrontiert wird, dann sieht es auch hier bei den Metallern anders aus. Die Selbstsicht von uns Metaller ist ja, die Metal-Szene ist eine grosse Familie, wo man zueinander schaut. Aber auch Metal-Festivals sind nicht einfach ein Safe Space. Das hat zum Beispiel eine Videodokumentation von Steuerung F von ARD gezeigt, nämlich dass es auch am Metal-Festival vorkommt, dass zum Beispiel beim Crowdsurfing sexuelle Übergriffe vorkommen. Auch im Metal klafft eine Lücke zwischen Anspruch und Realität. Ja, liebe Leute, wir alle haben ein Machtproblem. Und das machen wir jetzt. Ich glaube, die Lösung liegt trotz allem bei Jesus. Unser Problem als Kirchen ist, dass wir Jesus oft noch nicht wirklich verstanden haben und ihn nicht genug ernst genommen haben. Schauen wir ins Markus-Evangelium hinein. Jesus ist mit seinen Jüngern auf dem Weg nach Jerusalem. Sie rechnen mit einem Triumphzug. Jetzt kommt der Moment, wo Jesus als Messias anerkannt wird, denken sie. Wo er seine Herrschaft wird antreten und die Römer aus dem Land wirft. Aber Jesus nimmt die Jünger auf die Seite und erklärt ihnen zum 3. Mal, dass er gefangen genommen und hingerichtet werden wird, aber nach 3 Tagen vom Tod auferstehen wird. Aber offensichtlich verstehen seine Freunde die Tragweite von dem allem immer noch nicht. Sie sind so gefangen in ihrer eigenen Vorstellung von Macht und Herrschaft. Und darum bitten 2 von den Jüngern, Jakobus und Johannes, dass sie im messianischen Reich die Ehrenplätze bekommen. Im Thronsaal rechts und links vom Herrscher. Die Plätze, die den grössten Einfluss haben beim Regieren. Ich kann euch vorstellen, die anderen Jünger ärgern sich massiv. Aber auch nicht, wie sie die Art von Herrschaft in Frage stellen, sondern wie sie selber Macht und Einfluss wollen. Und wie sie sich aufregen, dass die 2 ihnen gegenüber wollen, sich einen Vorteil verschaffen. Und was denn Jesus sagt, das ist jetzt eben entscheidend. Katja liest uns aus dem 10. Kapitel vom Markus-Evangelium. Da rief Jesus auch sie herbei und sagte zu ihnen: Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen, und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so, sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen, und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben, als Lösegeld für viele Menschen. Wie würdet ihr zusammenfassen, was Jesus sagt? Macht ist scheiße, ohne Macht ist geil. Nein, das ist nicht das, was Jesus meint. An anderer Stelle sagt er ja: Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Macht ist nicht per se böse. Jesus redet in diesem Abschnitt sogar vom Willen zur Macht und das wertneutral. Auch er redet von Positionen und Einfluss. Macht ist nicht per se böse. Und darum trifft es eigentlich auch das geflügelte Wort von der dunklen Seite der Macht nicht ganz. Das Problem ist nicht, dass die Macht eine dunkle Seite hätte, sondern dass unsere Seele eine dunkle Seite hat. Und es wird so oft dann zum Desaster, wenn Macht ausgeführt wird, weil die dunkle Seite der Seele eben Macht zur dunklen Macht macht. Macht ist nämlich eigentlich einfach Durchsetzungskraft. Macht, das sind wertneutral die Möglichkeiten, die du hast, etwas zu bewirken und zu bewegen. Die Macht, die liegt immer irgendwo.
Entweder hat jemand Macht aus einer Position heraus, die man ihr gegeben hat. Man sagt dem ein Amt. Oder die Macht liegt einfach in einer Person. Man sagt dem Charisma. Die einen haben mehr Macht, die anderen weniger. Wir lösen das Problem von der Macht nicht damit, dass wir die Macht verneinen. Im Gegenteil, ungeklärte Machtverhältnisse die können gerade so desaströs sein. Es gibt immer Macht. Und wenn man selber keine Macht hat, also keine Einflussmöglichkeiten, dann ist das ultra frustrierend. Ohnmacht ist Kacke. Ohnmacht ist nicht etwa eine christliche Tugend. Aber, jetzt kommt das grosse Aber, ja, Jesus zeigt jetzt tatsächlich einen 360 Grad anderen Weg auf, wie wir mit Macht umgehen sollen. Und zwar sagt Jesus, nicht dominieren, sondern dienen. Wir können Macht brauchen zum Herrschen über jemanden. Oder wir können Macht brauchen für jemanden. Macht über oder Macht für oder Macht zu. Jesus verherrlicht nicht die Ohnmacht. Er findet es nicht geil, wenn jemand keine Macht und Einflussmöglichkeiten hat. Sondern er ruft uns auf, jede Art von Macht nicht zum Dominieren einzusetzen, sondern die eigene Macht zu brauchen, um den anderen zu dienen. Eine wirklich christliche Haltung ist nicht ohne Macht zu sein, sondern der konsequente Verzicht auf Dominanz. Es geht also darum, die eigene Macht zu nutzen, um andere zu ermächtigen. Also nicht Macht über, sondern Macht für und Macht zu. Brauch deine Möglichkeiten, um zu dienen. Wie zeigt sich das Dienen statt Dominieren jetzt ein bisschen konkreter? Der Professor Michael Herbst erklärt es mit einer Frage. Können die Menschen, die mir anvertraut sind, unter meiner Führung und Leitung wachsen? Werden sie in meiner Nähe weiser, mutiger, einfach mehr sich selber? Leute so dienend, dass sie mit Freude und Leidenschaft ihre Gaben einsetzen, sodass sie auch ihrerseits dienende Menschen werden. Es geht also darum, einem anderen seinen eigenen Raum, seinen Wirkungs- und Entfaltungsraum zu ermöglichen. Menschen sind keine Schachfiguren zum Drücken und Umschieben. Und Menschen sind auch keine Human Resources, die man benutzen oder ausnutzen darf. Sondern jeder Mensch ist ein von Gott geliebtes und beschenktes Wesen. Die Macht, die mir gegeben ist, soll ich brauchen, um die zu ermächtigen, die mir anvertraut sind. Ich habe jetzt etwas gesagt über das Ausüben von Macht. Und so komme ich zum zweiten Punkt. Es gibt auch die andere Seite von Macht verteilen. Wem geben wir Macht? Und was macht das? Der Dave Mustaine von Megadeth bringt es in Symphony of Destruction so kurz und einfach und ich finde unglaublich treffend auf den Punkt. Ja, nimm einen sterblichen Mensch, nimm einen sterblichen Mann, übergib ihm die Macht, schau, wie er ein Gott wird und sehe, wie die Köpfe der Menschen rollen. Wenn wir einander auf Podeste stellen, dann wird uns die Macht früher oder später zu Fall bringen. Und es kommen einen Haufen andere unter die Räder. Darum sind die folgenden 4 Schutzfaktoren im Zusammenhang mit Leitung so wichtig. Erstens, plurale Leitung. Niemand soll und darf alleine leiten. Zweitens, vielfältige Leitung.
Es braucht in der Leitung die Ergänzung durch unterschiedliche Persönlichkeiten. Es braucht Geschlechterdiversität, verschiedene Begabungen, Haltungen und Perspektiven. Drittens, teilte Leitung. Es ist wichtig, dass die Leitung Rechenschaft ablegen muss und dass es Checks und Balances gibt, dass niemand sich einfach alles selber erlauben kann. Und viertens, befristete und gewählte Leitung. Also, dass Leitung nicht einfach auf Lebzeiten zum Vornherein bei jemandem fest ist, sondern in regelmäßigen Abständen immer wieder neu legitimiert werden muss. Plurale Leitung, vielfältige Leitung, teilte Leitung und befristete und gewählte Leitung. Ja, darum dürfen ihr auch in der Metal Church die Leitung in Frage stellen. Das gilt für alle in den Teams, aber im Besonderen auch für mich als Metal-Pfarrer. Ihr dürft und sollt mich in Frage stellen. So unangenehm das auch ist. Das ist meine persönliche Lebensversicherung. Stellt mich nicht auf ein Podest. Egal wie toll ihr mich findet oder auch nicht. Weil sonst, wenn ihr mich auf ein Podest stellt, dann wird aus der Metal Church auch eine Symphony of Destruction. Konfrontiert uns bei Missständen oder Sachen, die euch problematisch tun. Und wenn wir nicht hören sollten, dann gehen zur Kantonalkirche als Aufsichtsorgan. Ich komme noch zum dritten und letzten Punkt. Dienen statt dominieren, ja, wenn das funktioniert, ist der schöne Teil. Der unangenehme Teil davon ist, Jesus sagt auch klipp und klar, dass der Verzicht auf Dominanz einen Leidensweg beinhaltet. Und das ist das, ja, was eigentlich niemand von uns möchte. Wenn ich jemand anderem dienen will, wenn ich das Wohl vom anderen an oberste Stelle stelle, dann kann ich die Person oder einfach alle anderen auch nicht zum Guten zwingen. Wenn ich auf Herrschen und Dominieren verzichte, dann muss ich auch auf Zwang und Manipulation verzichten. Und ich denke, das ist ja gerade am heutigen Wahlsonntag eine wichtige Frage in allen politischen Fragen. Auch gute Motive für andere können ins Desaster führen, wenn wir versuchen, die anderen zu dominieren mit den guten Ideen. Sowohl in politischen, moralischen, sozialen oder religiösen Fragen. Dominanz heisst, ich weiss, was richtig ist und gut ist und ich zwinge dich dazu und ich manipuliere dich dazu. Wer aber versucht, andere zu dominieren, egal mit welchen guten Absichten, der wird andere letztlich kaputt zu machen. Und alle Haltungen, die versuchen zu dominieren, die werden irgendwann totalitär. Egal wie moralisch sie gut sind, auch scheinen mögen. Und darum bedeutet eben, wenn man dient statt dominiert, immer auch, dass man halt am anderen auch leidet. Ich kann und darf die nicht zu etwas zwingen und manipulieren, auch wenn es mir wehtut. Die einzige Möglichkeit, die ich habe, ist, einen heilsamen Raum zu ermöglichen, einzuladen, mich zu verschenken. Aber mein Gegenüber muss frei bleiben, das anzunehmen oder auch abzulehnen. Und Jesus nimmt uns im Dienen statt Dominieren eben auch auf seinen Liebesweg, seinen Leidensweg mit. Es ist der einzige Weg zur Erlösung. Der Platz, wo Jesus in seinem Reich hat, rechts und links, ja, das sind die beiden Kreuze, rechts und links. Leiterschaft im Reich von Gott, das können nur die ausüben, die gelernt haben oder lernen, wirklich zu dienen und nicht zu dominieren. Das Leid ist ja nicht irgendwie so eine lästige Hürde, wo man halt einfach jetzt so geschwind muss überspringen muss, vom Weg zu diesen Ehrenplätzen und Einflüssen. Nein, das Leiden gehört tatsächlich irgendwie integral dazu. Der Menschensohn, so sagt Jesus von sich selber, der Menschensohn dient bis zum Ende. Er gibt sein Leben. Er hat alle Macht der Welt. Doch er gibt einen Preis und liefert sich uns aus freiem Stück der schlimmsten Ohnmacht aus. Er stirbt am Kreuz, ein elender Tod. Aber genauso kauft er uns frei. Bei Jesus wird die furchtbarste Ohnmacht zur grössten Macht. Die Liebe, Jesus am Kreuz, das ist die eine Macht, die mit unserer Sünde fertig wird. Am Kreuz wird sie uns vergeben. Am Kreuz wird unser Schmerz geheilt. Möge diese Macht mit uns sein. May the force be with you.
Ich lobe dich von Ewigkeit zu Ewigkeit. Dein Wort ist eine Lampe für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Und Gottes Volk schreit: Amen. Amen.